Die Sprache, in der diese junge Dame unter den schwungvollen Bögen des Glasgower Universitätsgebäudes singt, heißt Scots. Und obwohl diese westgermanische Sprache von 1,5 Millionen Schotten gesprochen wird, hat sie keinen offiziellen Status im Land. Das soll sich bald ändern, wenn es nach Iona ginge, denn sie ist nicht nur eine erfolgreiche Musikerin, sondern auch Aktivistin für das Scots. In kultureller Hinsicht hat das Scots einen riesigen Aufschwung erlebt in den letzten 3-4 Jahren, schlicht weil die Leute erkannt haben, dass Scots cool ist und eine Sprache, die man begrüßen statt unterdrücken sollte. Auf vielen Straßenschildern in Schottland ist allerdings schon jetzt eine andere Sprache neben dem Englischen zu sehen. Gälisch ist die zweite offizielle Sprache des Landes und obwohl sie nur von knapp 60.000 Personen gesprochen wird, gibt es mehrere Schulen, in denen der Unterricht auf Gälisch abgehalten wird. Wie in dieser Grundschule in Glasgow. Doch einigen Leuten in Schottland stößt das übel auf. Einige glauben, die gälische Sprache werde als politische Waffe eingesetzt, was nicht stimmt. Und sie lassen dabei außer Acht, welche Vorteile zweisprachiges Lernen generell bietet. Zwei- oder Mehrsprachigkeit sollte gerade in Schottland als normal angesehen werden. Als der Glasgower Gemeinderat jüngst am Stadion des Zweitliga-Fußballclubs Partick Thistle einen zweisprachigen Willkommensgruß anbrachte, hagelte es wütende Proteste in den sozialen Medien. Öffentliche Gelder sollten doch besser sinnvoller eingesetzt werden, hieß es da. Der Streit um diese schottischen Sprachen ist so eine Art Stellvertreterkrieg um die Unabhängigkeit Schottlands geworden. Vor allem einige leidenschaftliche Befürworter der britischen Union mit England würden die Existenz dieser Sprachen am liebsten auslöschen. Doch die Renaissance der schottischen Sprachen ist wohl kaum mehr aufzuhalten. Zu sehr sind sie verwoben mit der Identität und Kultur der Menschen im hohen Norden der Insel.